Schön, dass ihr da seid. Zwischen ganz vielen Gigs im Ausland habt ihr jetzt mal in Köln gerade einen kleinen Gig gespielt, im Heinz Gaul zuletzt, und es geht dann auch schon heute Abend weiter zum Flughafen, richtig? Genau. Wir haben jetzt in Köln gespielt, das war sehr schön. Wir sind ja nicht oft hier und das war erstmal toll. Mittwoch spielen wir dann auf Ibiza und dann kommen wir zurück und dann sind wir, glaube ich, in England am Wochenende. Ja, also hartes Programm. Aber erstmal zu euch selbst. Ihr seid ja richtige Kölsche Jungs, kann man sagen. Lecker Kölsche Jungs. Ja, so kann man so sagen. Wir sind ja beides so Dorftrottel und kommen hier Nein, wir kommen hier aus den Randgebieten. Ich komme aus Rösrath. Ich komme aus Bensberg bei Bergisch Gladbach. Genau, Rheinisch-Bergischer Kreis, for life. Und wir sind beide im selben Krankenhaus auch geboren. In Bergisch Gladbach, wie heißt das? Bensberg. Vinzenz Palotti. Ja, genau. Ja, nicht schlecht. Aber damals habt ihr euch noch gar nicht gekannt, ihr habt euch erst später kennengelernt. Genau, bei der Geburt noch nicht direkt. Genau, das war nicht zeitgleich. Ja, aber sehr schön. Ja, seit 2010 seid ihr auf dem Markt unterwegs als Band N-Tim oder als DJ-Duo N-Tim. Habt auch Model, DJ, Security. Schauspiel. Je nachdem, was gerade angefragt wird. Aber ja, Entschuldigung. Cover. Tinder, ja. Da seid ihr wahrscheinlich auch sehr aktiv. Ja. Absolut. Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt euch, wenn man bei euch auf der Internetseite geht, dann sieht man ja auch irgendwie so witzige Kommentare. Also ihr seid ja schon relativ viel mit Humor unterwegs. Ist das wichtig? Ist das irgendwie so, um einen so bei Laune zu halten bei so viel Tourerei? Sicherlich, aber das kam bei uns auch so natürlich. Natürlich. Jetzt versuche ich schon Kölsch zu reden. Natürlich. Nee, ja. Aber ich meine, da sind wir halt irgendwie schon immer drauf. Also. Okay, perfekt. Damit die Leute, die euch noch nicht kennen, mal einen kleinen Einblick bekommen, was eure Musik denn genau ist und wie ihr denn so lustig drauf seid, haben wir das Video N-Tim mit Boy 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 mal für euch zu Hause vorbereitet. Ja, Models 1A. Ist das euer Leben so? So sieht euer Leben sonst aus? In so schäbigen Autos durch die Gegend fahren, oberkörperfrei. Das ist teilweise ist unser Leben. Das wurde auch auf Ibiza gedreht vor 2 Jahren. Genau, da haben wir halt gespielt und haben ein bisschen Zeit dort verbracht und dann haben wir spontan das Video gedreht. Ja. Also es war wirklich eine ganz spontane Aktion, das war jetzt nicht großartig geplant, oder? Na, also den Track gab's. Wir hatten unseren Kameramann mit und wollten eigentlich irgendwas drehen, hatten aber noch gar keine Idee und dann haben wir einfach das gemacht. Habt ihr getanzt? Ihr könnt natürlich auch gerne hier tanzen, wenn ihr wollt, ihr könnt das gerne vormachen. Ja. Aber sehr schön war übrigens eure Reaktion, während das Video geschaut wurde. Dann wurde hier so ein bisschen gelästert, aber das lassen wir einfach über sich selber. Ja, wir haben schon einige Chatfragen, die wollen wir natürlich jetzt mal aufgreifen. Judy, an die Jungs kannst du gerne stellen, wenn du möchtest. Ja, hier sind schon so ein paar Fragen reingekommen. Zum Beispiel möchte Patrick von euch wissen, wie das denn so als DJ auf Ibiza ist. Fühlt man sich da in der Champions League angekommen? Auf jeden Fall. Also weil man hängt nur im VIP rum. Nein. Nein, aber das ist schon gut, weil die Getränke da sonst viel zu teuer wären. Nein, das ist wunderbar. Also weil man kann immer am nächsten Tag irgendwie noch an den Strand oder so. Das ist auf jeden Fall gut. Trifft viele Kollegen und so. Das ist echt super. Okay. Und Fabi hätte noch die Frage an euch, ob ihr einen Tipp für einen jungen, unbekannten DJ habt, außer einen extrem coolen Bart sich wachsen zu lassen, wie man berühmt oder bekannter wird. Ja. Außer Bart, dann ist es schwierig. Man muss eben gut tanzen können, ne? Ja, gut Modelface sein, das ist eben das Wichtigste. Oh, das ist schwierig. Auf jeden Fall, ja, eigentlich auflegen anfangen, ne? Irgendwie versuchen im Club irgendwie aufzulegen oder Soundcloud erstmal Sachen online zu stellen und ich meine, wir haben ja beide oder als Resident oder so angefangen, ne? Halt irgendwas Kleineres halt. Wo war die Residence? In der, wie hieß es nochmal, auf Mallorca, Schinkenstraße, Bierkönig. Nein, aber nochmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht unter falschen Voraussetzungen das Ganze anfangen sollte. Man sollte mit Leidenschaft und Liebe daran gehen und den Glauben und den Mut auch nicht verlieren. Also lieber, wie hieß er?
Er hieß Fabi. Fabi, lieber Fabi. Nee, mach einfach das, was du möchtest und leg auf und fang an zu produzieren und mach einfach dein Ding und irgendwann klappt es dann und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil das ist ja das Schöne an der Musik, da steht ja nicht nur immer ein Erfolg hinter oder muss es nicht, sondern man macht es ja auch für sich und für sein Vergnügen und solange es dir Spaß macht und deinen Freunden um dich herum, ist das auch schon sehr viel. Kriegt ihr denn überhaupt noch was von euren Freunden mit, wenn ihr so viel tourt, wenn ihr nur noch in den VIP-Bereichen abhängt? Ja, das ist ja das Gute, wenn man Geld verdient, weil je mehr Geld man verdient, desto mehr Freunde hat. Ja, also tatsächlich ist es schwer. Also man ist auf keinem Geburtstag mehr, auf keiner Hochzeit, keinem Junggesellenabschied. Das ist so ein bisschen die Schattenseite von dem Ganzen. Man kriegt die selten zu Gesicht, aber wenn, dann ist es umso schöner und dann hat man noch mehr Karlauer irgendwie und noch mehr zu erzählen, ja. Ihr seid ja hier ursprünglich in der Hip-Hop-Szene unterwegs gewesen. Also du hast eben auch mal kurz gesagt, du warst auch mal dafür sogar bei Viva damals noch und hast dort ein bisschen dich als DJ präsentiert. Ihr wart richtig im Scratchen drin. Wir sehen hier noch ein paar Aufnahmen, wo du unterwegs warst mit Noisy Stylus. Das ist eine 4er-DJ-Gruppe gewesen und ihr habt bei Wettbewerben mitgemacht. Jo, genau. Ja, man sieht, da war der Tisch auch auf jeden Fall zu niedrig für mich. Nee, genau, so haben wir beide, glaube ich, auf jeden Fall angefangen, so mit Hip-Hop und vor allem, also habe ich eigentlich echt nur gescratcht, so die ersten Jahre. Vielleicht sollte man noch erklären für alle Leute, die Scratchen nicht kennen, das ist einfach, ihr legt eine Platte auf und bearbeitet dann die Platte entsprechend. Dass man daraus quasi was Neues kreiert und gerade wenn man dann zu viert war, wie damals, dann kann man halt so quasi wie eine Band so ein bisschen agieren, so es bleibt immer was Spezielles auf jeden Fall. Mach mal mit dem Mund zum Bett. Iki. Ja, nee, das konnte ich mit den Händen auf jeden Fall wesentlich besser. Nee, aber ihr seid auch mal Weltmeister gewesen, ist das richtig? Weltmeister nicht, also ich war einmal Solo Deutscher Meister, dann waren wir zweimal im Team zweimal im Team Deutscher Meister, dann Europameister und einmal, meine ich sogar Vize-Weltmeister, ja, im Team. Okay. Allerdings das dann alles, ja. Sehr erfolgreich auf jeden Fall gewesen am Plattenspieler. Man hört häufig den Vorwurf von Leuten, die jetzt sich nicht so viel mit elektronischer Musik auseinandersetzen, was machen die DJs denn überhaupt hinterm DJ-Pult? Die stehen da nur rum. Da gibt es immer so witzige Videos von irgendwelchen Leuten, die da eigentlich nur irgendwas Komisches machen. Jetzt seid ihr welche, die wirklich sich damit früher auseinandergesetzt haben. Kommt euch das zugute? Ist das wichtig für die elektronische Musik? Braucht man das überhaupt? Also man muss jetzt nicht scratchen können, aber es kommt auf jeden Fall zugute. Also vor allem, weil wir dann dadurch selber noch die Erfahrung haben, mit Platten aufzulegen. Aber das ist jetzt nicht eine Voraussetzung. So wichtig ist, finde ich, eher, wie man es präsentiert und vor allem auch die Musikauswahl. Also das ist ja einfach auch ganz wichtig, weil technisch auflegen können mittlerweile etliche, ne? Und auch mit 16 dann schon sehr gut oder was weiß ich. Aber das liegt auch viel an der Präsentation und vor allem an den Liedern halt, ne? Es wird ja mittlerweile auch immer weniger mit Platten aufgelegt, immer mehr mit MP3s oder mit CDs entsprechend. USB-Stick oder sowas zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist natürlich auch praktisch, wenn man früher dann denkt, wenn man da irgendwie 3 Plattenkisten rumschleppen muss, irgendwie 100 Kilo oder so, das ist natürlich jetzt schon wesentlich einfacher, ne? Also da sind wir auch gar nicht so, dass wir sagen, nur Vinyl ist echt oder so, obwohl wir ja beide das echt lange gemacht haben, also das auch drauf haben damit, aber wir nutzen das trotzdem jetzt auch, auf jeden Fall den Fortschritt. Ich würde gerne zu einer Thematik kommen, die, glaube ich, bei vielen Musikern, bei vielen DJs ein sehr interessantes Thema ist. Wenn man so viel unterwegs ist und ständig in den Genuss kommt, in VIP-Bereichen abzuhängen, dann kommt man auch gerne dazu, zwischendurch mal einen zu pichern. Und damit sind wir bei unserer Kategorie Like-Dislike des Tages. Unser heutiger Dislike des Tages, ganz klarer Dislike, ist ein kleiner Rückblick zum Wochenende. Und zwar unser Künstler Sido hat einen Auftritt bei Stefan Raab mit Andreas Burani und hat sein Lied Astronaut vorgestellt und hatte anscheinend ein bisschen zu lange Zeit hinten im VIP-Bereich und hatte dann kleine Probleme im Text. Auf gut Deutsch, er wusste den Text einfach nicht mehr, hat sich dann auch groß und breit dafür entschuldigt und meinte, jetzt bald beginnt meine Tour und bis dahin bin ich auf jeden Fall wieder textsicher, versprochen. Jetzt die Frage an euch.
Trinkt ihr viel auf der Tour? Ist das ein Thema? Habt ihr auch irgendwie mal so einen Riegel vorgeschoben und gesagt, ey, wir machen das gar nicht? Redet man darüber überhaupt? Ja, gesagt haben wir das schon oft. Ne? Ja, es hält sich alles in Grenzen. Ne? Klar, feiert man dann auch selber mal und trinkt und so, aber wir sind so viel unterwegs. Also was habe ich letztes Jahr gezählt? Wir haben irgendwie 200 Flüge letztes Jahr. Also irgendwie jeden, keine Ahnung, anderthalbten Tag im Schnitt sitzt du im Flieger, spielst du irgendwo auf der Welt und wenn du dich da irgendwie zusäufst jeden Abend, das geht natürlich nicht, ne? Hattet ihr denn schon eine Phase, wo das dann mal ein bisschen mehr war, wo ihr sagt so, okay, jetzt ist mal... Ja, so vorletzte Woche war... Da war mal so eine Phase. Nee, am Anfang sicherlich, als das so durchgestartet ist, so ein bisschen, da hat man auf jeden Fall die Partys noch ein bisschen mehr mitgenommen, aber wir haben dann auch gemerkt, man muss sich einfach die Zeit, die Energie da besser einteilen, so, weil man will ja auch immer fit beim nächsten Publikum auch noch da stehen und nicht irgendwie einen Tag Vollgas geben und danach wie so eine Leiche stehen. So. Nee, das haben wir ganz gut drauf. So. Ja. Nein, aber wie mit allem im Leben immer alles in Maßen und wir wollen ja nicht da so total Sido-mäßig abkacken. Sido-mäßig, das ist der neue Begriff. Judy, dich wollen wir nicht außen vor lassen. Der Chat, der rattert runter. Gibt es da noch ein paar Fragen an die Jungs? Also zum Beispiel fragt Patrick, mit welchen DJs habt ihr denn mal mit welchen DJs ihr zusammengearbeitet habt, die am geilsten waren? Also was war so euer Highlight? Euer Highlight. Ja, David Guetta. Was halt zusammengearbeitet haben wir jetzt studiomäßig noch gar nicht mit so vielen. Also Platten gemacht haben wir mit Superflu zum Beispiel oder mit Hosh auch. Sonst arbeitet man natürlich dann, wenn man Remixe macht für Künstler, natürlich dann indirekt ja auch zusammen, weil man deren Spuren oder deren Ideen dann neu verwenden und verwurschteln kann. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt ist das auch das Schöne an dieser elektronischen Szene im Gegensatz zur Hip-Hop-Szene in Deutschland. Da sind ja mehr oder weniger alle so ein bisschen Peace zueinander und cool. Deshalb haben wir eigentlich mit vielen Leuten irre viel Spaß. Ne? Also da gibt's etliche. Also das ist auch so ein schöner Austausch. Ne? Man lädt sich dann zu Partys ein, bucht sich irgendwie, macht Remixe füreinander. Schobin Rules fragt, was sagt ihr zu dem Gerücht, dass euer Privatjet weniger Düsen-PS hat als der von Robin Schulz? Ja, das kann sein. Wir fahren ja immer Privatboot. PB fahren wir immer. Wir fahren PB. Nee, das stimmt. Da hat der Robin auf jeden Fall mehr PS unter der Haube. Wir haben aber mehr Knoten. Ne? Ja, wir haben übrigens mal so ein bisschen euch gestalkt, ist ja ganz klar. Und sind auf euren Instagram-Account mit folgenden Bildern fündig geworden. Und zwar gab es ein Bild mit... Schau mal, die sensationell, oder? Also ihr seid schon ziemlich cool unterwegs so auf den ganzen Portalen. Wer hat das Foto geschossen? Ich glaube, es war tatsächlich ein Selfie. Ja, das habe ich sehr gemocht, weil David Guetta. Weltbekannter DJ. Ja, großer Fan von uns. Ja, wie man sieht, machen wir uns so ein bisschen über ihn lustig. Kann er auch nichts dafür, ne, dass er so Musik macht. Also um es jetzt mal aufzuklären, das ist natürlich nicht David Guetta. Ja. Aber es hat keiner gecheckt. Ja, ist witzig. Und es war sogar, und da bin ich auch sehr stolz auf unsere Fans, beziehungsweise jeder soll ja das machen, was er will und hören, was er will. Aber da waren viele, die fanden es gar nicht so lustig. Nein. Die meinten dann so... ich entlike euch jetzt und das kann doch nicht sein und Kommerz und das ist das Ende. Das war schon krass. Ja. So, hier haben wir das Bild vor eurem Konzert in Berlin. Im Hintergrund sieht man auch euer schönes Plakat. Ja. Wie lange habt ihr gesucht, um diese beiden Models zu finden? Na, wenn du jetzt reinzoomst... Judith, kannst du mir einen Zoom geben? Können wir da zoomen? Ich würde das sehr gerne machen. Von hier aus ist das ein bisschen schwierig. Können wir das Bild reinzoomen? Die Jungs würden gerne das Bild closer sehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ansonsten nee, machen wir nicht. Also ich wollte nur sagen, wenn man jetzt zoomen würde, würde man erkennen, dass wir ja die Models sind. Also Tobias hatte da natürlich längere Haare und ich den Bart. Ja. Nein, das ist natürlich so eins unserer Photoshop
Collagen. Ich glaube, wir haben noch ein letztes Bild, wenn ich das richtig gesehen habe. Kein letztes Bild mehr. So, dann würde ich vorschlagen, weil ihr so cool seid, machen wir jetzt auch noch ein cooles Selfie. Ich habe eben stundenlang gesessen und überlegt, was man machen kann. Und bin auf die Idee gekommen, wir können ein Schaschlik-Selfie machen. Ihr kennt ja Schaschlik-Spieße. Absolut. Ja, absolut. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen das mit Obst. Und zwar werden wir uns übereinander mit den Köpfen, also ich stelle mich ganz oben drüber und jeder hält quasi so ein Obststück unter und über sich drüber und dann kommt quasi der Nächste. Jetzt schon den Faden verloren. So, und dann hauen wir... So, du kommst quasi noch hier davor und dann machen wir quasi so, du kommst noch davor mit dem Kopf und wir machen die 3 Köpfe übereinander. Genau, so, du bleibst sitzen, du musst aber das Selfie machen, ich gebe dir mal das Handy. Okay. Ja, so, genau, du gehst mit dem Kopf so da drüber. So? Genau, wie so mit dem Schaschlik-Spieß, aber das dazwischen, genau. So, genau. So. So, und jetzt komme ich noch hier da drüber. Die Musik ist schon mal gut, ich höre so ran. Gott, ich kriege uns auch gar nicht. Hast du es? So, neues Selfie hier, Schaschlik-Selfie, vielleicht ist das der neue Trend. Oh je. Das ist der neue Trend. Ja, das werden wir auf jeden Fall posten. Vielleicht finden die Fans das ja besser als das mit David Guetta. Ja. Das kannst du behalten. Das iPhone 6 ist, die Judy gibt das gerne ab. Die hat ja jetzt ihren ersten TV-Auftritt. Und jetzt wollen wir natürlich eure Fragen nicht außen vor lassen. Die Jungs haben schon gefragt, ob wir davon noch ein paar beantworten dürfen. Deswegen hau raus. Hast du eine Frage gesehen, die du gerne beantworten möchtest? Ansonsten stellt Judy einfach die Fragen. Genau, Judy. Mach das. Also neben vielen Komplimenten, auch von mir natürlich, ihr wurdet auch schon als sexy Jungs bezeichnet und wie geil ihr doch seid. Es gibt aber auch noch eine Frage von zum Beispiel Andreas, der fragt, was war zuerst da, der Besuch der Deutzer Freiheit oder der Song Rollercoaster? Der Song natürlich, aber den Text haben wir dann auf der Kirmes geschrieben. Ja, doch. Wir waren auf der Kirmes, um ein Video zu drehen für Rollercoaster. Das hat so halb geklappt. Uns ist nämlich sehr, sehr schlecht geworden. Und dann wurde es nur so ein Trailer. Aber es ist immer wieder schön. Deutzer Kirmes natürlich tipptopp. Ja, wir hatten das Video auch ursprünglich als Video des Tages zum Schluss rausgehauen. Jetzt wird die Sendezeit so knapp, deswegen würde ich jetzt einfach vorschlagen, beantworten wir noch diese eine Frage, weil ich die gerne besprochen haben möchte. Und das Video, dann haut die Judy den Link rein später, dann könnt ihr das auf der Deutzer Freiheit sehen. Würdet ihr lieber mit Nina Kravitz oder mit Carl Cox in der Badewanne sitzen? Ja, das Schöne ist ja, dass wir mit einem von beiden schon in der Badewanne waren, ne? Deshalb da ist dann kein Wasser mehr. Ihr habt ja auch viele Videos sowas gepostet in die Richtung, ne? Also, dass ihr dann eben zusammen in der Badewanne sitzt. Badet ihr auch gerne mal zusammen? Ist das so, wenn man so viel zusammen unterwegs ist? Ja, es hat einerseits natürlich ökologische Gründe, warum wir das machen, weil wir einfach Wasser sparen. Andererseits spielt der Erotikfaktor da natürlich auch mit rein. Also um sich dann einfach aufzuheizen für den Abend. Aufzuheizen für den Abend. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich hoffe, jetzt seid ihr aufgeheizt für den nächsten Gig in Ibiza. Ja. Judy, eine wundervolle erste Sendung. Jetzt im Hintergrund sehen wir eure Rollercoasterfahrt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer weiter bestehenden Tour und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Morgen wieder schön einschalten, wir haben wieder musikalische Unterstützung. Macht's gut. Tschüss.